Top zingen, welkom to ons programma Top zingen. Vandaag willen we Weihnachten vieren. So, schöne Weihnachtslieder zingen, Gott loben und preisen mit diesen Weihnachtslieder, wo davon reden, dass Jesus uns sehr, sehr gut ist. So, ich lade dich an, sehen einfach Leute mit und ja, vielleicht setzt die Hand, vielleicht stehst du ab, wo immer die noch ist, aber wo immer du in der Pantalla bist, merk mit, weil wir Weihnachtslieder singen. Fried für die Welt. En treurighet, nicht mehr din hårde gin. Sig fröem han, sig fröem yes. De har ett kämpelträd, de har ett kämpelträd, de har ett kämpelträd. Kom, oggi Kenya, kom alla här. Nu kom, oggi Kenya, nu kom alla här. Ein Wunder, ein Bethlehem, es wird passiert. Du seid worden diese besondere Nacht, die vor am Himmel befreit uns gebracht. Kommt in die Kraft, du am diesteren Stall, du legst nu ein Bebe auf Händen am Stöð, ein Bengel gewährt dir dort himmlische Kind, sie Nummer ist Jesus, Gott hat am gestellt. Durch nu ein Licht, wat so herrlich durchstrahlt, Maria und Josef, die sind sehr froh, die Schub war dich neu in sich für Jesus Hand, am Himmel du singen, die Engel so schein. Und hier wie uns Kenia, wat schenkt wie uns Hand, Hei läuft ganze Säuer, für uns ist geboren, uns Hort will hei haben, ein Leben du ben, ein Hort voll mit Deimut, es Wort am dir fällt. Nu nimm unsere Horten, wo Jesus nu kommt, wir geben uns Leben, nur Jesus von dir. Du merkst Gott so heilig, so seilig bist du, und gib uns erfreulich die himmlische Ruhe, und gib uns erfreulich die himmlische Ruhe. In Kenia so ist das, wir kommen einmal waren, und Jesus kommen, ruft uns, das seht ihr auch mal, zu der Kenia, lass die Kenia noch mit kommen. So, Kenia, vielleicht sei ich all ganz umfüllen rein, Norbert wird uns nu eine schöne Geschichte vertellen.
Von der will ich eine ganz bekannte Geschichte vertellen, die je wahrscheinlich jeder Jahr hier wurde. Aus diesem Grund, wenn es der meiste der kennen, mag ich, dass die trotzdem abpassen ist und vielleicht kostet eine Sache zu lernen. Das ist nämlich die Geschichte, wo der Kaiser Augustus eine Zählung merken will, er will weiter, wie viele Menschen gibt es an meinem ganzen Reich? Er lässt den Befehl rundschalten, dass alle Säle in der Stadt 3 gehen, wo sie mal geboren sind. Und für Josef und Maria bedie dort 3 in Bethlehem zu gehen. Und sie wohnten in der Stadt Nazareth. Dieser Strecke ist ungefähr 180 Kilometer. Und wenn wir so denken, hier im Chaco, in Paraguay, ist dort meist einmal eben, also das gleich. Aber dort lohnt in Nazareth, dort wir hügelig und teilweise auch Wüste. Bitte dem hatte sie nicht in gemütlichen Orte, auch nicht in Motorrad, sondern wahrscheinlich einen einzigen Esel. Maria wird zudem noch ganz hochschwanger. Und wenn wir uns hochschwangere Frühs mit feststellen, dort ist für schwor verdient, zu gehen, auch besonders Therese. Er bleibt keine wohl. Sie musste diesen Befehl gehorchen, und sie merken sich auf dem Weg nach Bethlehem. Und eins der, was sie dann endlich ankämen, dann freute sie sich als Säuer. Du im Gasthaus, du würdest sie bestimmt rumfängen. Aber zur Enttäuschung wird das voll, ganz voll. Josef, der ging wieder, der Nächste, der klappert an. Auch du wirst kein Ruhm. Und so ging er von einer Stadt in der andere, aber schließlich ein Mann Erbarmen hat und sagt, bei mir im Stall, wenn ihr dort Geld ist, du darfst die wirklich übernachten. Der Abend, der Nacht, der blieb mir so an, der Stirn dachte, und Jesus war dort am Stall geboren. Das Königskind, was in Wirklichkeit hat in einem Palast, in einem Regierungshus geboren war, der war dort am stinkenden Stall geboren. Bestimmt sind noch was Tiere dabei was. Maria hat Weinlöt in dem Anrollen. Josef mit seiner Röche, Schreinerhand, hat ihm bestimmt ganz zärtlich gestreichelt. Maria hat am wahrscheinlichen Kuss gegeben und sie freute sich sehr für das kleine Kind. Der König der Welt war geboren. Meine Frau ist, wir sind das von der ersten Tag bei uns. Wir hatten sie von einer Stadt in der andere in dieser Adventszeit, in dieser Weihnachtszeit, und hatten nicht rum. Wir hatten nicht Zeit. Für dort nicht, für Jahn nicht. Vielleicht für viele Nebensächlichkeiten, aber wirklich für das Weihnachtsfest, für Jesu Geburt und so wieder, nehmen wir uns nicht die Zeit. In Kenia, das ist mein Wunsch, dass du und ich uns diese Weihnachtszeit wirklich das annehmen, dass wir im Hand für Jesus. Dass ich sagen kann, an mein Hort, Jesus, du hast Raum für dich. Wir wollen hier noch bei den Leuten singen, wo du davon redest. Komm, Jesus, an mein Hort, hast Raum. Frohe Weihnachten. Dienen Königstrein in der ihren Köln, deits verlotenen Keims hier auf. Doch in Bethlehem Stadt, wir bläs rühmen ein Stolz für dem Heiland um diesen Tag. Oh, komm, en mein Hort, Herr Jesus, du hast Rühm für dich. Komm, en mein Hort, Herr Jesus, komm, du hast Rühm
nimmst en de Herrlichkeit, die nicht ja von hier te holen. Nimmst mich mit noch echt, und du sagst mir, du hast Ruhm hier im Himmel verdient. Oh, komm in mein Hort, Herr Jesus, du hast Ruhm verdient. Komm in mein Hort, Herr Jesus, komm, du hast Ruhm verdient. Sei ihm dann nochmal. Oh, komm in mein Hort, Herr Jesus, du hast Ruhm verdient. Komm in mein Hort, Herr Jesus, komm, du hast Ruhm verdient. Du hast Ruhm verdient. Und das ist wie aus der Geschichte hier, wie damals die Nacht, als Jesus geboren wird. Und dat fijne Leute stellen nach, heilige Nacht, dat ist wieder versucht, die Geschichte wahr zu geben. Ein schönes Weihnachtsleid. Und wenn ihr auf dem Teilapostel ein Leid, wo man Gott auch mit kann anbeten. Weil das sind stille Nacht. Christus ist hier. Der ist der Hammer hier. Der ist inzwischen im Himmel gefahren, aber er kommt rein. Er wird reinkommen. Aber mit der seinen Geist, was er uns gegeben hat, ist er hier mitmachen kannst. Wo 2 oder 3 Tipps sind, du hast er durch. Dankeschön, Jesus, dass du hier bist. Dankeschön, dass du für uns geboren gestorben bist. Dankeschön für die Leute, die du für uns hast und die nicht die Schuld wirst, im Himmel zu verloten. Gottes Leib, vielmal Dankeschön, Herr.
So als wir gesungen haben, da wir von der einmal war da Jesus anlade, die Kontrolle über uns Leben zu nehmen, über unsere Gedanken. Ich lade dich an, dort mit mir zu tun. Jesus, du bist gekommen auf diese Erde, für uns zu sterben. Du bist gekommen, alle anderen Gedanken für uns zu betonen. Wir möchten von dir uns nur die beten, und die beide Herren, die uns in diesem Moment, die ich not schenken musst, Aufmerksamkeit zu geben auf dem, was du uns zu sagen hast. Ich bete, Herr, dass jeder Teil hier, der ich not finden kann für deine Stimme, durch dem, was ich sage, was du hier durch mich sagst, zu erkennen. Das geht nicht am Menschen, das geht nicht am mir, das geht nicht am irgendeinen anderen. Wir wollen von dir lernen, Herr. Du bist gekommen auf diese Welt als Mensch. Du bist gestorben für uns als Mensch. Und du bist abgestanden, verändert in deine Göttlichkeit und um Vater gefahren. Du bist über bei uns in deinem Geist und du hast für heute, du wirst weiterkommen, uns zu siegen. Herr, du liebst uns. Wir warten, wir wollen ab dem warten alle Tag, damit, wenn du irgendwann kommst, uns nicht überraschen lässt, sondern dass wir sagen können, komm, Herr, ich sehe rein, ich warte auf dich. Herr, musst du uns diese Stunde führen, dass dein Wort in uns wirklich schlungen kann, dass das in uns Fleisch werden kann und dass wir lernen können, das Evangelium zu leben, so als du das musst gelebt haben. In Jesus seine Namen. Dass Jesus gekommen ist, das befähigt uns, dass wir in dieser Zeit können über die verschiedenen Eigenschaften von der Leben reden. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, so als er nu kam, und Gott nicht irgendeinen anderen Plan gehabt hat, an seine Leben zu offenbaren, würde uns wahrscheinlich keine Eigenschaft von der Leben geworden sein. Aber an Jesus Christus fing wie der Fleisch geworden, ganz dicht bei uns gekommen, unfurchtbar, lebbar, no opbar. Das ist der Leben, wo wir von der auch davon reden wollen. Paulus sagt uns in 1. Korinther Kapitel 13, Vers 4, und ja anderem, der Leben ist nicht euer Scheit. In anderen wird können wir sagen, behandelt deinen Nächsten mit Respekt. Der Leben ist nicht respektlos dem anderen gegenüber. Eine Definition für Respekt kann so sein: respektiere bedeutet jemanden wertachten in ihre durch mein Verheulen. Durch dem, was ich dem gegenüber tue, so ich mit dem gegenüber benehme, dem zu respektieren und dem wertachten, ohne was zu sagen. Wenn wir jemanden entehren oder nicht wertachten, dann können wir sagen, dass wir die Person respektlos gegenüber sind. Jemanden nicht wertachten, als Geschöpfen, als Ebenbild Gottes, bedeutet respektlos die Person gegenüber sind. Im Innerlichen von uns Menschen, du hast die verstärkte Beine eine Frau, die kann so sein. Kann jemand mir dort durch sein Verheulen beweisen, wie viel wird ich für dem sie? Die Frau, die drauf wie, soll ja wahrscheinlich alle, hanen war da mal Dollar, hanen war da mal weniger. Aber der erste Ben. Gott hat einen Steig wird in uns angelegt.
Doch, sei wie nicht immer weiter, ob er siegt nur, diesen wird wirklich zu empfangen, indem dort wie mit anderen Menschen umgehen. Eine andere Frau kann so sagen, wie fühlen sich die Lied nur dem, dass die mit mir taub gemacht sind? Wie fühlen sich die Lied nur dem, dass die mit dir taub gemacht sind? Fühlen die sich ermutigt? Fühlen die sich gesteuert? Fühlen die sich abgebüht? Fühlen die sich wertgeschätzt? Fühlen die sich respektiert? Oder erst das kriegt das Gegenteil. Was empfängt eine Person in meine Gegenwart und nur dem, dass er mit mir taub gewesen ist? Was für ein Gefühl vermittelt meine Gegenwart andere Menschen gegenüber? Jesus, wir ohne Zweifel einer von denen, die im Stone wir, die Menschen, die seine Gegenwart en wird Gefühl, Respekt zu vermitteln. Sein Verhüllen, was er andere gegenüber hat, die Menschen fühlen sich in seine Gegenwart gut. Menschen, die am erkannten, die fühlen sich angetroffen und armen Sachte an. Die Menschen fühlen sich wahrgenommen, ernst genommen. Und das ist uns Beispiel. Jesus. Ons beste Beispiel, was wir worden vinden, dat Gegenteil te vaststellen, wat euer Scheid zijn is. Ich möchte dazu einen Text lesen, den wir in Lukas Kapitel 7 finden, ab Vers 36. Das sagt er so. Dann lädt einer von den Pharisäern an, mit einem Taub zu eten. Und er ging bei dem Pharisäer im Hüsten an und sah sich um das. Und er steht wie eine Frau, die in Sünde lebt. Interessanterweise erwähnte hier eine Frau, die in Sünde lebt. Ich glaube, die ganze Stadt wird von Menschen hier was dann wird sinnhaft wäre. Aber das handelt sich hier nur um eine ganz spezifische Persönlichkeit. Als die dort antwortet, dort Jesus bei den Pharisäern im Haus am Tisch saß, brachte sie ein Glas voll Dier Salbei. Sie gingen ja am Stone und hielt und fang an mit ihrer Throne de Feite waschen und 3 Tage mit ihr Haar. Sie kusst am de Feit, so gut, en gut am Eil doreva. Als de Pharisäer, die am Angelot hat, dit sagt, seht er sich selbst. Wann des Mann ein Prophet wird, würde er weiter, wer und was das für eine Frau ist, die am anschied. Jesus sagte ihm, Simon, ich habe dir von dir was zu sagen. Simon sagt, sei mir. Meister. Und dann fängt Jesus an, ein Geldmann, der hat 2 Männer Geld geliehen. Einer wir am eine Summe von 500 schuldig, der andere wir aber mal 50. Sie können am dort Bett nicht betonen. Und er strickt an der Schuld. Dann ist die Frau und die Simon, sei mir mal, wenn von dein Bett, was mein Leib verarmt habe? Simon sagt ihm, ich nehme an, den dort mir die Geschenke hat. Da sagt Jesus zu ihm, du hast recht. Dann dreht Jesus sich nur der Früh und sagt zu Simon, sitzt du diese Früh? Ich komme bei dir im Haus an. Du gibst mir nicht Wasser für meine Feite zu waschen. Und sie haft mir die Feite mit ihrer Throne gewaschen und mit ihrer Haar auf den Kopf gedreht. Du hast mir kein Kuss gegeben, aber diese Früh,
der haft von dann an, als ich nennsheim, nicht neu geeft, meine Feit zu küssen. Du hast mich nicht Eil ab den Kopf gegoten. Aber diese Früh haft mich scheinreich in der Eil, war der Feit gegoten. Doorheen zei ik te die. Sind veel Sünde vergift. Doorheen es Leib so groot. Weil wem maar wenig vergift is, dem seine Leib es ook so viel weniger. Und Jesus sagt zu haar, deine Sünde sind die vergift. Die mit am Typ um das sorte, fangen dann an, zu sich selbst zu sagen, wer ist der sogar Sünde vergeben hat? Dann sagt Jesus zu der Früh, du bist durch dein Glaube gerat. Geh in Frieden. Und diese Geschichte fing wie verschiedene Frauen, mit den Menschen, die um uns rum sind, sich Tag an und Tag uit rumschlappen. Und ich möchte von dir auch mal ab Feuer von dir angehen. Vielleicht hast du dir mal erkannt. Vielleicht hast du dir versucht zu ignorieren. Vielleicht hast du das bekannt. Vielleicht auch nicht. Die erste Frau, wo ich mal ab angehen ist, kannst du einmal anheulen und mich zu horchen. Wie viele Menschen würden hier mal an so Ohren wollen brücken? Irgendwann am Tag, damit wir an können zuhören. Vielleicht sind wir normalerweise zum Reden. Das Reden rollt uns einfach von der Zunge, aber schwer zum Horchen. Das kostet uns mehr. Und was finden wir in dieser Geschichte? Wir können hier sein, weil Jesus zu horchen hat. Und das ist ein Beispiel von dir. Von ihm zu lernen, zu horchen. Er horcht ganz besonders die Früchte in dieser Stunde. Er wird von Simon eingeladen worden. Seine Aufmerksamkeit soll eigentlich direkt nur Simon gerecht werden, weil er wie der Gastgeber. Er hat ja das Ohrenkast ausgeräut. Hat ja das, was gekostet, Jesus nannte kriegen, in dem wir mit am Tag eten zu lassen. Doch Jesus hat Zeit und horcht diese Früh zu. Zur gleichen Zeit überhorcht er auch Simon zu. Und er horcht nicht bloß nur dem, was er sieht. Er wird so aktiv mit Simon am Simon zu horchen, dass er seine Gedanken erkennen kann. Er checkt nennen, was es bin. Was vermittelt den Hort mir, was über deine Lippen noch nicht kommen kann. Du hat Jesus sein Ohr. Er horcht für was das klappt. Er wartet, kriegt an, was für eine Gedanke in Simon sein Hort schlau und sagt, wenn das ein Prophet wird, dann würde ich weiter, was das für eine Sünde auf der Früh wird, der hier am der Feit wasche, der mit ihrer Throne und der am hier anschied. Und das berührt Jesus innerlich, selbst. Jesus horcht her. Aber ganz speziell horcht er die Früchte. Vielleicht denkst du, wenn du diese Geschichte einmal euer gelesen hast und wenn du die neue hier hast, dass du hier nicht, dass der früher irgendwas sagt. Das stimmt. Na, wie kann Jesus dir dann zuhören? Als Frau, die, kannst du mit mir einverstanden sein, wenn ich würde sagen, zuhören, jetzt wieder aus Wien Worte nehmen? Zuhören jetzt deeper aus ein Wort nehmen? Als Jesus die Uhr von dieser Früh sah, hat er die ganze Botschaft verstanden. Er verstand, was sie mit dem Hort sagen. Sie reden mit lauter Stimmen durch ihre Throne, die auf seine Feit fallen. Das ging bei Jesus mal einfach nicht kalt vorbei. Die reden am Teubst an. Er wird bewegt. Er konnte früh nicht nur drehen sein. Warum nicht? Er horcht zu, was im Hort für sich ging. Die Throne, die seine Feit waschen, die Haar, die seine Feit aufdrehen, die sehen am eine sehr
klare Botschaft. Die zweite Frage ist, hältst du die an den Versprechen? Wie viele Menschen in dieser Welt rum uns rum, und vielleicht wir selbst, sind immer wieder mal in Momente, wo wir enttäuscht sind. Jemand hat uns was versprochen und aber doch nicht angehört. Das reicht vor dich mir, aber absolut nicht, dass ich mein Versprechen auch nicht anhören soll, wenn ein anderer das nicht getan hat. Trotz all dem, wenn ich versprochen habe, sie ich gut gefordert, dort anzuhören. Das geht hier von der nicht eingescheit zu sein. Das ist die Anleitung in 1. Korinther Kapitel 13. Ein Versprechen anhören, wo wir sehr wahrscheinlich ans beste Beispiel in Gott selbst finden, der uns geschaffen hat und der uns auch diese Anleitung gegeben hat. Er verspricht der Menschheit nur die Sündenflut, dass er niemals mehr, das wird so sehr regnen lassen, dass die Erde verstieren wird. Und was von der und Tag ja wie noch immer weiter die Versprechung beobachtet. Er erinnert uns da immer weiter an, checkt und erinnert Jünter an, dass Kind ein Versprechen gegeben hat. Das wird niemals mehr, solange es die Welt existiert, so regnen, dass die Erde so verstiert wird. Das Beispiel wies er uns im Regenbau. Er verspricht Abraham mit 99 Jahren, Sarah mit 89 Jahren, dass er an würden jung geben und dass er an ihre Nachkommen viel merken würde. Und er gab an ein Tierchen dafür, dass wir die Beschneidung. Er verspricht der Menschheit, dass er einen Radar schenken würde, der uns von unserer Sünde erlösen würde, der uns freihalten würde von unserer Sklaverei. Und durch sein Jesus Christus. Und hat uns das Teken gelassen, mit seinem Blut unsere Sünde zu betonen. Gott hält sein Versprechen. Wir können noch 6 Beispiele in der Bibel finden, wo Gott Versprechen und Verheißungen gemerkt hat, die er buchstäblich erfüllt hat. So, sind wir noch mutig, wenn wir was versprochen haben, dort nicht anzuhören? Und Jesus, der uns das Teken gegeben hat, mit seinem Blut verjährte am Kreuz, dreht sich nur der sündhafte Früh und sagt, deine Sünde sind die verjährt. Glaubst du, für einen sündhaften Mensch, gibt das irgendwann und irgendwo auf der Welt eine bessere Botschaft als diese? Du bist frei. Keiner kann die verdammen, noch nichts kann die mehr verdammen. Du bist frei. Deine Sünde sind die verjährt. In Sprüche Kapitel 25, Vers 14 lesen wir, wer viel verspricht und dort nicht hält, der ist eine Wolke, ein Wind ohne Regen. Das ist enttäuschend, nicht? Wenn wir in einer drehe Gegend sind, und da kommen sinnvolle, dicke, schwarze Wolken ab. Ha, nu wird uns das mal von diesen Drehen von der Hand erlösen und das püst aller Eva. Befallen wir uns. Wenn wir ganz ehrlich würde sagen, nein, ihr leicht, nicht? Aber vielleicht wollen wir nicht zu ehrlich sein. Die dritte Frau, bist du bereit, auf den Reich zu verzichten und den Nächsten zu dienen? Menschen, bei denen sich dort alles an selbst dreht, die sind ständig durch ein heran, dass sie bedient wurden. Sie ich so ein Mensch? Bist du vielleicht so ein Mensch? Oder kannst du eventuell so ein Mensch? Von so einem Menschen fühlt man sich dadurch nicht respektiert. In dieser Geschichte in Lukas Kapitel 7 fing wir, dort diese Früh sich nicht Höhler Leute von ihr Schamgefühl, vielleicht besser gesagt, was sie für Dote getan hat, weil sie bekannt wie eine Gesellschaft, dort kann er nicht trinken.
Ihre Angst über dort, was die Menschen sagen, denken würde. Wenn sie plötzlich in einem Pharisäer in Hüsten kommen würde, wo Jesus aus ihrem Gast angeladen wird, sie lässt sich nicht trädrecken von ihr Schamgefühl noch von ihrer Angst über dem, was Menschen über ihr denken und sagen können. Sie drängt sich durch, um Jesus zu dienen. Paulus, der hat diese Botschaft auch verstanden, was das Evangelium von ihm verlangt. Und er sagt in 2. Korinther Kapitel 12, Vers 15, ich würde dir mir selbst in alles, was ich habe, für jene Säule hingeben. Das ist die Botschaft, was Jesus ans am Kreuz gebracht hat. Reute sein, sich zu opfern für den Nächsten. Deine bedient nicht, andere schuldig zu machen, indem dass ich sage, ich habe die nicht das oder das getan, du bist du dran. Ich habe die nicht geholfen, du machst du. Das ist nicht deine. Deine bedient nicht, dass ich was drei erwarten kann von dem, was ich getan habe. Jesus hält Simon dem Unterschied von arm und der früh fern. Ist die dem abgefallen? Dann dreht Jesus sich nur der früh und sagt zu Simon. Er checkt nur der früh und redet zu Simon. Dann sagt er, sitzt du diese früh? Wenn du da sitzt, dann will er mal checken, was hast du getan und was hast du getan. Dann sagt Jesus, sei er heute am ich komme bei dir im Hüsten. Du jäust mich nicht mal Wutter. Der Feit zu waschen. Doch diese, von dann, dass ich hier sehe, hat nicht neue Leute mit ihrer Throne meine Feit zu waschen. Und die mit ihrer Haar zu drehen. Du hast mir nicht mal anständigerweise einen Kuss gegeben. Doch diese, der liegt von dann an hier ab alle Feier, ab Kneies, was immer, für meine Feit und küsst mir die Feit. Simon, sitzt du dem Unterschied? Kostet das seine, was hier schwor liegt? Du hast mir nicht mal Öl ab dem Kopf gegeben. Doch diese Früh, der hat ein scheinrechendes Öl über die Feit gegoten. Was liegt für die schwor? Deine bedient nur diesem Beispiel nur, so als ich das verstehe, das Beste zu geben. Gott verlangt von keinem voll von uns Perfektheit. Der weiß ganz genau, was in die Beine ist. Und der verlangt, dass du das Beste jetzt von. Das Beste. Nicht dort an zweiter Hand. Gott ist erstklassig. Und wenn wir die Geschichte lesen im Alten Testament, dann schauen wir, dass seine, wie wichtig Gott dort ist. Das Beste. Wenn ein Tee geopfert wird, das wird nicht nur gecheckt, dass das an zweiter Hand stand. Das muss das Beste sein. Das Beispiel, Gott hat seinen einzigen sehen, dass wir das Beste, was er für uns hat, um dem zu geben, im Opfer für uns. Gott erwartet nicht Perfektheit von dir. Gott erwartet, dass du am das Beste gibst von dir. Das, was er in dir eingelegt hat. Das, was ihn interessiert. Die vierte Frau, hast du Zeit, kannst du langsamer stellen, um deinen nächsten Worte nehmen? Wie viel braucht das, um jemand wahrnehmen zu können? Das bedeutet, dass wir manchmal was abopfern müssen. Abopfern, besonders von unserer Zeit. Und wir haben das gelernt, dass Zeit dir ist, nicht? Irgendwer hat das mal angeschrien, uns das anzubilden, der Zeit ist das Dierste. Und doch hat keiner Zeit, wenn Gott die nicht hat. So, all die Zeit, aber da ist Gott irgendjemand. Was kann ich sagen, der Zeit ist dir? Die Zeit ist nicht dir. Die Zeit hat die Geschenke gekriegt, die Zeit hast die Geschenke gekriegt. Wo gehen wir damit an?
Jesus selbst nimmt sich Zeit, um der Einladung von Simon zu folgen in sein Haus zu kommen. Er nimmt sich die Zeit, um mit Simon zu eten. Er nimmt sich die Zeit, um unterhorchen. Jesus hat die Zeit, was Simon braucht. Und plötzlich wird was unterbrochen. Die Früh, die sich anmischen, von Simon. Da sei ja wahrscheinlich, dass er selbst alleine sie läuft auf, dass die Zeit dir wir. Vor allem wird ein Anbruch. Was ist das für eine Früh, die uns das ganze Szenario hier verstehen hat? Ich habe jedoch den Meister eingeladen. Wer ist da, dass er jemand anbrechen und uns diese Versammlung so spannend macht? Wann wir wollen ein Fast feiern, dann hier noch kommen, in Raum zu jülen. Doch Jesus, für ihn wird das kein Anbruch. Für ihn wird das eine Gelegenheit. Jesus nimmt diese Unterbrechung als eine Gelegenheit. Er nimmt sich die Zeit auch für die Früh. Und trotzdem, mit Simon, dieser spannend wird, die neue Zeit geben, die er braucht. Ich möchte dir noch ein paar Beispiele uit Vers angeben, die uns Eigenschaften vermitteln, die wir brauchen, um aufmerksamer mit anderen umgehen zu können. Erstens einmal Römer Kapitel 12, Vers 16. Da sagt dort, lebt in Einigkeit untereinander. Denkt von jünd selbst nicht hochgrüt. Geeft jünd auch mit die auf, die da leeg stehen. Und hält jünd nicht selbst für klug. Das sind diepe Eigenschaften, die wir brauchen, wenn wir wollen Menschen geschicklich behandeln können. In Epheser Kapitel 4, Vers 2 und 3 sagt, seid bescheiden, freundlich und geduldig. Habt so viel Liebe, dass ihr untereinander vertrauen könnt. Seid immer nur uit, der Einigkeit im Geist zu bewahren, wo der je einander verbunden blieb. Wenn wir diese Herausforderung folgen, dann wollen wir alle Eigenschaften in unserem Leben schaffen können. Und wir wollen unseren Nächsten wahrhaftig begegnen können. Ernsthaft, aufmerksam, Wertschätzung geben können. Lieber Zuhörer, auch du, so als auch ich, wir sind für Jesus keine Unterbrechung, wenn wir nur seine Feit kommen. In keinem Moment, wo wir Jesus seine dauerliche Routine unterbrechen, wenn wir nur seine Feit kommen wollen. So als er immer reid gewast ist, so ist er auch von der reid für dich. Er wird sich nicht verführen, wenn du was Throne verjagt. Er wird sich freien. Und er wird die Gelegenheit ernst nehmen, utnutzen, die Teureupe zu kennen, deine Sünde sind, die verjäft. Brauchst du noch eine bessere Teureupe? Ich glaube nicht, dass es eine bessere geben kann. Du hast die ganze Lösung für deine Persönlichkeit. Und die Herausforderung, das Evangelium zu leben. Jesus hat betont. Das Teken, was er uns gelassen hat, das ist, dass das Beleid für gute Worte ist. Er sieht die, wenn du nur seine Feit kommst, als eine Gelegenheit. Die zu heilen, die zu helfen, die abzubühen und die nicht zu merken. Und die zu sagen, die sind deine Sünde vergift. Bist du rein? Jesus entlode, dass er kann deine Sünde vergeben. Dann lade ich die anzubeten. Vor dem Himmel, großartig ist deine Leib, die du uns in deinem Sehen Jesus Christus offenbart hast.
Das woran wir uns an Weihnachten daran erinnern können, dass Jesus gekommen ist. Mit dem Wunsch, uns Leben zu retten. Die sitzt so viel in dieser Welt, wo immer die sind, die nicht die Klarheit darüber haben und die sich nicht geläuft fühlen. Ich bete, dass du musst mit deinen Heiligen Geist durchdringen und dass du an deine Läufe sperren lassen musst. Da dir deine Botschaft gegeben hat, dass die sich von dir geläuft fühlen können. Dass die den Möten, die Not für die finden können, für deine Feite kommen. Das Beispiel, was diese Früh hat, die Sünde für die zu bringen und sich von dir vergeben zu lassen. Die kostet größer Teil. Jeder einem sein Hort. Dort von der vielleicht wertlos nur die Schrift. Hier steht Aufmerksamkeit. Und verstehst, jeder Gedanke, der im Hort für sich hat, verherrlicht die und du grötet. Durch dem, dass du in ihre Horte angerieben bist. In Jesus' Namen. Amen.